Crimson Guardians sind wie alle anderen Ultramarines. Kühl, logisch und ohne Gefühle. Wir Jäger der Nightlords verabscheuen sie vor allem wegen ihrem Kalkül und ihrer Kälte, die ganz ungleich unserer Kälte aus Zahlen und Strategien besteht. Genauso gefühlslos war aber auch ihre Ankunft auf der Schleierschrei, unserem Schiff. Wir hatten einen Gefangenen an Bord, den wir in einem gestohlenen Schiff der Worldbearers am äußeren Rand des Paria Nexus aufgelauert hatten. Dieser Fund war auch für uns äußerst rätselhaft, weswegen Akulov Hector, ein Renegade Psyker, mit dem Verhör begann. Alles, was wir aus dem gefangenen Crimson Guardian herausbekamen, war sein Name, Sergeant Vinnes. Und dann kam die Boarding Party von Leutnant Lastratus. Ja, vor uns sehen wir das Schlachtfeld. Und zwar sind wir an Bord von der Schleierschrei, ein Nightlord, ein kleines Nightlord-Schiff, ja. Ich meine, das ist da nur die Brücke, oder? Genau, es geht natürlich noch weiter unten. Und bevor wir zu der Armee gehen, zuerst noch Mission. Ja. Wir haben an Bord von dem Schiff einen gefangenen Sergeant, einen Infiltrator Sergeant, Ja. der Sergeant Venus. Er war am Intel zu Ja. aber es ist viel Ja, was genau passiert ist, wissen weder die Ultramarines noch die Nightlords. Darum haben wir auch an Bord einen Interrogation Master, einen Psyker, der gerne die Informationen rausbekommen. Ja, und ich hätte gerne, dass er das nicht rausbekommt. Genau, natürlich haben wir noch ein bisschen andere Crew an Bord und die Ultramarines, die starten eine Boarding Party. Ja, diese Missionen. Wir machen spezielle Crusade-Missionen, damit wir noch ein bisschen mehr Narrative-Fokus reinbringen. Das sind ein bisschen basic. Ja, wir starten mit den Crimson Guardians, wie sie heißen, oder? Wir haben, unser Hauptauftrag ist eigentlich, den Sergeant zurückzuholen. Genau, das gibt 2 Victory Points. So, Ja. Dann den scheiß Psyker umbringen, weil der könnte ja vielleicht schon ein bisschen Informationen rausgeholt haben. Genau, Das wollen wir nicht. immer gefährlich. Und dann, ich glaube, am Ende des Spiels gibt es 4 Truppen, die in 3 Zahl ist, so einer Landungskapsel nochmal Victory Points. Ja, genau, nochmal 2 Victory Ja. Points. Geil. Und unsere Secret Agenda ist alles umbringen. Alles umbringen. Nicht dafür am Leben bleiben. Ja. Es könnte ja sein, dass er die Informationen schon Ja, who weitergegeben knows? Es gibt noch eine weitere Mission. Wenn sie ihn nicht retten können, können sie auch ihn umbringen. Das gibt nur einen Victory Point. Aber ja, genau. Dann für Chaos. Nightlords haben ein paar andere Ziele. Zum einen wollen sie mehr aus dem rausbringen. Und zwar kann das Psyker Mental Interrogation machen. Aber nur auf den Sarge da. Hm? Genau, nur auf den Sarge. Und wenn es 3-mal geschafft hat, gibt es 3 Victory Points. Nice. Dann eine andere Option, die Rettungskapseln. Wir wollen natürlich nicht, dass die hier wegkommen. Die Marines, die sollen schön Genau. auf dem Schiff bleiben. Oh ja, sollen leiden. Für jede Rettungskapsel, die wir zerstören, gibt es 2 Victory Points. Okay. Und die Rettungskapsel hat 5 Leben, Toughness 6 und einen 4er Rüster. Ja. 3 und dann. Und natürlich ein Triumph ist für jeden Chaos-Anhänger, wenn wir einen gegnerischen Charakter, und zwar den Anführer von dieser Mission, umbringen. Fabian sagt auch nicht. Genau, darum gibt es auch noch Victory Points, wenn wir dort das Leutnant erledigen. Ja, was wir dabei haben, sehen wir jetzt bei der Armeevorstellung. Hype. How is my hair? So, that's better. Yep. Wir kommen zu der ersten Armee, und zwar der Nein. Crimson Dawn. Guardians. Crimson Dawn. Scheiße. Crimson Guardians. Perfekt. Sind von den Ultramarines mal ursprünglich abgestammt und dann im Indomitus Crusade, Primaris Only Chapter, sind von Gilliman Nein. gesagt wurde, yo boys, I mean I love you, but you aren't Ultramarines. You're Crimson Guardians now. Crimson Und Guardians. sie so, well then. Well then. Here we go again. Ja, und auch sie sind in Paria Nexus geschickt worden, Jawohl. weil sie Informationen bekommen haben über ein Nightlord-Schiff. Nein, Und jetzt haben wir eine Boarding Party am Start. Wer leitet denn deine Boarding Party? Das ist der Fabian Lastratus. Er ist Leutnant, er ist frisch zum Leutnant geworden, er ist richtig hyped auf den Krieg. Ja. Er ist ready, um sich zu beweisen und darum hat er jetzt da eine Boarding Party von 8 Intercessors. Squad Quintus, Ja. mit dem Sergeant Marcus Quintus. Ja. Er ist ein Ehrenmann, er ist ein längerer Veteran. Er weiß, was er macht. Was ich meine. Ja, also, Fabian natürlich auch. oh ja. Sonst hätte es jetzt nicht hingeschickt, weil Boarding Parties sind quick and dirty. Und Genau. ich nehme an, er weiss, wie das geht. Ja, darum hat er also ein fettes Schild dabei. Ja.
Ja, perfekt für Close Quarter. Oh yeah. Yes. Also 8 Intercessor, irgendwelche Der Sarge hat Spezialwaffen das drin. Kettenschwert, aber sonst nicht. Ja. Und der Leutnant hat noch als Warlord-Trade bekommen. Jawohl, er ist der Warden of Macragge. Ja. Er hat einen 6 Zoll Heroic Intervention Range. Und er kann sich Sehr von 6 geil. bewegen. Ja. Also er ist ready, dort reinzugehen, wenn es Er nötig ist ready, um seine Leute zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Geil. Ja. Ja, und was... Wenn wir schauen, was auf dem Schiff auf dich wartet. Ja, die werden graded dann. Ja. Jetzt haben wir die Night Lords am Start, die auf deine Boarding Party da warten. Und irgendetwas zu verbergen haben an Bord, Ja. du musst herausfinden. Aber ja, wer haben wir denn am Start? Wir haben, so ein bisschen die das Kommando haben, ist der Chaos Space Marine Squad, die 3. Wächterbande, zum Sergeant, der einen Power Fist und einen Melta, einen Kombi-Melta hat. Uff, was ein Gangster. Ja. Der wird persönlich von meinem Sergeant mit dem Kettenschwert halbiert. Da ist nicht bevor ein paar Intercessor mit der Power Fist Nicht, rausnimmt. Er wird begleitet von 3 normalen Chaos-Space mit Kettenschwertern und Boltpistolen und nochmal einem Melta, ready zum etwas weglöten. Ja, Boarding Weapons. Genau, ja. Er ist eben der Feuerreisser persönlich. Sergeant. Dann weiter am Start haben wir so ein bisschen Boarding Crew, also die Schiff Crew, 10 Kultisten mit einem Flammenwerfer drin und der Sergeant Shotgun. Dann weiter das Schiff Ungeheuer sozusagen, die Abomination auf dem Schiff im Chaosbahn, wo sie in einem Gefängnis eingesperrt haben und vielleicht jetzt Amix rauslassen. Dann ebenfalls noch Ungeheuer am Schiff sind da 4 Chaos Beastmen. Das ist eben schon geil. Ja, es sind recht coole Modelle aus dem Blackstone Fortress. Es sind Was Rüppel sind's? der Nacht heisst es mit dem Sergeant, ein Gorbutz. Es gibt leider keine Sergeant-Regeln, aber ja. Und sie haben sich schon das Unit-Upgrade verdient, und zwar sind es Headhunters. Die wollen ja. Oh ja, plus 1 to Hit und Wound Der gegen Fabian Charakter. kommt und schlitzt die aber Ja, mal schauen, vielleicht schaffen sie es mit ihm im Nahkampf und dann gibt es einen epischen Fight. Ja. Und dann mein HQ. Yes. ist zwar, nein, ist eben kein HQ. Mein Charakter ist der Psyker, ein Renegade Psyker. Ja. Und zwar der Hector. Er ist ein Akolyt. Mhm. Und ja, er ist da zuständig für finstere Sachen auf dem Schiff. Gut, der wird auch gemördert. Noch kurz, ich habe eine Secret Agenda. Oh ja, Weil, das ist noch eine Secret Agenda. Und Secret Agenda ist ganz simpel. Wir haben einen Hauptauftrag bekommen, auf das Schiff zu kommen. Alles umzubringen. Angels of Death. Wir Das ist- sind Angels of Death. Alles umzubringen. Wenn kein Modell mehr lebt, am Ende vom Spiel vom Gegner bekomme ich auf allen 3 XP. Ja. Who knows? Ja. Ich würde sagen, dann starten wir das Let's Spiel see. und schauen, was auf Crimson Guardian wartet. Let's go. Ja, wir sind aufgestellt und ready zum Yes. Fighten, oder? Zum Chaos Mörder. Yes. Also Willi, du darfst anfangen, weil du hast den Moment of Surprise. Yes. Command Fail. Ich bekomme CP. Ja, du bekommst einen Command Point. Yes. Jetzt hast du 4, oder? Ja. Jetzt habe ich 4. Und dann gehen wir nochmal in die Movephase. Ja. Und wir open einfach beide Türen. Beide Türen, zack, offen. Und jetzt können wir da natürlich raus auf die Kultisten reingestürmt. Yes. Ah, der geht bis hier, Alter. Der kennt gar nichts. Oh ja, es Ja, ist voll. ein enges Close Combat Fight, aber das ist auch das Ziel. Oh ja, die Kultisten sind richtig überrascht. Die Kultisten so, Wo kommen die Marines What you doing plötzlich here? all her? Und der Leutnant folgt denen an, und nehme ich an. yes, of course. Alright, Und dann gehen wir Schussphase. in die Schussphase und dann schießen wir den mal. Volle Ladung, alle sind Kultisten. 8 Intercessors mit Autobolt Rifle, Close Range Shooting für Boarding Party. Für den Pain. Auf den Dreier. Ja, Das war Kippe. Das ist eine Handvoll Misses. ja, und nochmal auf den Dreier, aber da kannst du einer jetzt rerollen. Mal rerollen. Deadly Precision. Oh ja. Deadly Precision, ja. Ja, 3 nicht gewundet. die haben noch kein Rand, oder? Nein, die haben noch kein Rand. Ui, wie viel haben wir? 11 Wunden. 11 Wunden auf Kultisten. Yes. Wir haben 12 Dice, eine weniger, zack. Also, let's find out.
Dann Oh, 2. Oh, der Sarge lebt noch. Der Sarge überlebt. Er Bam! überlebt aber Bam! nur, Bam! zum vom Leutnant erschossen werden. Und all gönnt. Wir können den Flamer am Überleben lassen, aber das wäre lame. Ja, aber er lebt nur zum vom Leutnant. erschossen Oh no, da kommt Seine Volkheit. Volkheit-Piste ist ready. Der ist kippen, den kannst du glaube ich nicht mal. Yes, dann kommen wir nochmal. Einmal hat er nicht getroffen. Trifft. Einmal getroffen. Er wundert. Minus nichts. Aber 2 Schaden. Schafft er's. Überlebt der Kultist der Sergeant. Und Nein, da geht er down. er geht in die Heu. Und da haben wir schon mal einen Trupp ausradiert. Ja. Und dann ist Ultramarines der Hangar, der Maschinenraum ist gesichert. Ja. Marines sind ready zum Druck als nächstes zu stellen. So. Movement Phase Chaos. Da rüttelt etwas an dieser Tür. Und Sie wird aufgesmackt. was hat die für einen Und ein Spawn kommt mit 7. So weit. 7? Läuft er da für. Marines. Dann auch da hin. Angelockt vom Lärm. Zack. Sag auch Türen auf. Oh ja. Einfach straight auf den Feind zu. Feind zu, ey. Da können Ja, ja. sie mit Pistols schiessen. Mhm. Und dann, Dann lassen wir zuerst mal da unten die Marines fighten und die dreht sich einfach mal zu der Tür. wir sind ready zum Oh ja, zum da innen nochmal eine Runde Counter-Charge durch. nachher machen. Ja. Genau. Und der Sorcerer macht natürlich Mental Interrogation. Du brauchst auch einen CP. Ja. Oh ja, ich brauche einen CP. So, 4. Yes. Watcher Value 4. Hat er geschafft, Easy. aber er bekommt Perils. Weil die Renegade sagt, wir können bei jedem Double ein Perils. Wie viel Leben bekommt hat er? 4. Nein, noch 2. Er hat noch 2 Leben. Well. Aber wir haben es eigentlich schon mal geschafft. Ja. Ah, der Sergeant leadet. Yes. Ja. Immer mehr Informationen bekommen wir raus. Ab in die Schussphase. hä? Ab in die Schussphase. 4 Beastmans in deine Marines rein. Ballpistole. Nein, ja. Laserpistole. hä? Ja, also Autopistole. Ja. 4 Treffer. 3 Treffer. Und 5. Einmal. Wie wundert einer ist. Ziehen sie eine Wunde. Nein, sie ziehen richtig, keine Wunde. Ja, dann können wir schon in die Charge Phase. Der K-Spawn kommt als erstes rein. Marines sind Crimson Guardians. Sind ready. Die Abwehrfeuergeber. Sie Alright. sie den Gegner mit überlappenden Feuerfeldern aufhalten. Wenn man den Gegner schon kann im Schiessen umbringen kann, geht man nicht sicher, dass man im Nahkampf umgebracht wird. Ja, der Spawn ist tough. Der Spawn ist tough. Den tun wir nochmal. Sie treffen ein paar Mal. 3 Mal. Er wird überleben. Aber sie werden dann schon ein bisschen schäden. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist dann 5. Ja. Sie sind überrascht von dieser Balkiness und der Spawn rennt 11 Zoll. Der Spawn ist so am Umrennen um die Pipelines rum. Mit den Fuhren, mit den fetten Zähnen oder was auch immer das sind. Boah, Rammten sicher, gerade mal. Sergeant. Oh ja. Und Beastmans folgen dem Spawn. Ja. Und Charge mit einem 7 ebenfalls. Dort über. Hey, ja, wir fangen mit dem Spawn an, würde ich sagen. Jawohl. Der hat W6 Attacks. 3. Immer noch wie 6. Ja, er ist eben noch kein Death Guard Spawn. Nein, noch kein Death Guard. Oh, zuerst mal eine Mutation natürlich Ja, würfeln. Mutation. 2. Ich glaube, mehr Rand. Zum Death Guard Spawn ist das mehr Rand. Ja, dann machen wir. Ja, die Dings-Mutationen sind noch gut. Potenzial. Aufs 4. Und jetzt sind wir noch ein Commander alle. Trifft. Spawn trifft einen. Aufs 3. Er wohnt Ja, einen. mit. Das ist jetzt, glaube ich, 4 Rand. 4, ja. Ja. Er bohrt sich durch einen Intercessor durch. Zack! Mit Er der. will eigentlich gerade den Sergeant abstechen. Der duckt sich aber weg. Einer kommt vorher hin. Nein! No! Und wird durchbohrt und stirbt. Ja. Der erste Intercessor ist gefallen. Würdest du gern interrupten? Nein. Also finden wir raus, was die Chaos Beastmen machen. Ja. Also, die haben, glaube ich, je 2 Attacks. Und dann noch einer wegen Kettenschwerter. Ja, und einer noch, weil es charged haben. Was da? Auf der 3. Wow. Und haben jetzt Stärke 5, weil es charged haben. Das sind eigentlich fast Kombo. Ja. Sind's wie. Treffen sehr gut. Oi, die sind grimmig getroffen. Die sind grimmig drauf. Die haben schon lange keinen Fight mehr bekommen. Wunder grimmig, Ja, ganz solid. 9. 9 Stück. Ohne Rand.
Ohne Rand. 9 Stück. Da geht gerade einer. Und eins Leben ziehen sie noch. Der wird gerade einfach runtergehackt. Oh ja, von allen 4. Und noch ein weiteres Und der Leben verliert noch eins. ziehen sie dann. Ja, doch, jetzt kommt der Einer Revenge. geht noch rein. Und die wieder in den Fight rein. Ja. Aber nein, wenn es nicht, weil dein Sergeant noch dort steht. Oder einfach so. Ja. Doch, sie gehen rein. Ja, so. So. Also, ja. Ja, der kann ja nicht mehr Herald. Yes. Die Ja. Marines wehren sich natürlich. Das geht gar nicht, dass da ihre Freunde abgeschlagen werden. Oh ja. Teilt auf die bösen Kreaturen ein. Das Einzige, was man machen gegen so Monster, ist sie Das setzen wir ein CP. eliminieren, oder? Absolut. Ja. Dass sie alle Trefferwürfe wiederholen. Dann schlagen nämlich 2 auf Beastman und die andere auf den Spawn. Okay. Die beiden auf Beastman, Auf den Dreier mit allem wiederholen. das brauchen sie. Ja, da brauchen sie. Ja. Das ist schon mal besser, immer noch nicht gut. Und auf einen Vierer mit einem Rerollen, oder? Ja. Auf das 4. Ja. 2 Wunder empfangen. Okay, ich weiß nicht, was sie für einen Rüster haben. Ich schaue gerade nach. Aber ja. Ein 6er haben sie. 5er. Ja. So. Sie haben einen 5er Rüster, aber sie haben einen Attack weniger, darum stirbt einer. Weil er seinen Rüster gegen Attack traded hat, basically. Fair. Der Kluge stirbt mit den 2 Pistolen. Der Wird der ist einfach nicht so abgemetzelt. klug, ja. Und jetzt haben wir noch Jetzt einen haben wir- Trupp, der ein bisschen auf die Abscheulichkeit schlägt. Das Blau ist der Sergeant. Und das Gelbe sind die anderen, weil der Blau das Ketchup nicht rennt. Dürfen alle Treffer wiederholen, die möchten es Ja. nicht so wie ihre Kollegen. Die treffen wesentlich Die besser. treffen wesentlich besser, aber jetzt kommt schwieriges Wunder. Auf den Fünfer. Mit einer Aber Rerollen, oder? Rerollen. 1-1. Zweimal mit minus 1 Aha. und 3-mal mit minus 9. Also, 3-mal mit minus nichts auf den 5er. Da haben wir 2. Und dann noch mit minus 1 auf den 6er. Da kommen beide durch. Das heisst, er hat 2 geschafft, 3 verliert er dem. Jawohl. Hat er noch 2 Leben. Gut. Ja, der Fight ist am Brodeln, würde ich sagen. Ja. Aber die Ultramarines haben noch nicht so viel verloren. Nein, die Kämpfen sind sich langsam parat, durch. Um jetzt shredden. Ja. Beastmans haben einen 6er Moral. Das heisst, münden wir halt auf einem 6 rennt ihr den einen. rennt dort noch einer. Nein, wir haben die 2 weggenommen. Weil wir ja bei den Text cheatet haben. So, Stimmt. jetzt sind noch 2 dort. Also, auf einem 5er und 6er rennt ein Beastman. Da würfelt das so einer rennt. Eine, und, Und auf einem 1 oder 2. 2, ja. Also. Der ist standhaft. Der ist standhaft. Er ist nicht so ein Coward wie sein Kollege. Ultramarines, Turn 2. Ja. Crimson Guardians, Turn Crimson 2. Guardians. Und du gehst auf Tactical. Wir gehen die Tactical Doktrin. Ja, sie kämpft sich langsam durch, Und durch dann- den Hangar. Spannen wir den CP, gehen wieder zurück auf 2. Auf den Intercessor, dass sie dürfen rausfallen, schiessen und chargen. Weil jetzt gehen die da raus. Ja. Weil man kann auch nach vorne zurückfallen. Taktisch. Oh ja, sie tun nicht zurückfallen, sie müssen einfach Gelände kontrollieren. Und der moved ein bisschen vor und sie machen aber noch die Türen auf. Ich habe ausgehört, sie können rauslaufen, schiessen, chargen. Ja? Nice. Jetzt wird die Brücke gestürmt. Wir sind Ich habe gespannt. das Viech erschossen, aber Ja. das ist ein anderes Thema. Dann gehen wir in die Schussphase. Ja. Und wir schiessen. Wie Point schießt du? blank, er schießt in den Beastman. Okay. Pistole ins Gesicht. Der Beastman soll jetzt erschossen werden. Er trifft ihn zweimal. Ja, trifft 2-mal. Er gibt ihm eine Mortal Wound und 2 Ja. Wunden. Mortal Wound. Da verschwindet der Killt Beastman ihn. in Wolkheit-Explosionen. Er schmiert sich noch ein bisschen so den Schleim und das Blut vom Gesicht, der Leutnant. Ready zum weiterchargen. Und dann gehen wir da. Yes. Da, der eine kehrt sich um und wirft dem Viech eine Granate. Eine Granate am Kopf. Und die anderen schiessen die Chaos Space Marines. Die machen, weil sie Night Lords sind, Shrouded in Night. 1 CP, minus 1 to hit. Stark. Stark. Verschwindet auf dieser Brücke hinter diesen Fässern und Machen wir doch gerade Kisten. Crack Grenade Ja, in Chaos Spawn. in Chaos Bahn. Sie trifft. In den Rücken. Und sie verwundet. Sie ihn. verwundet, minus 1. Minus 1. Minus 1. 6er. Oh no. Nein, der kommt durch. Und Wenn du jetzt wie viel keinen Einschaden macht machst. Macht sie einen Schaden. Dann müssen wir den halt im Nahkampf überlegen.
Spawn überlebt, hart verwundet, aber immer noch am Leben. Immer noch am Leben. Und jetzt ein Volley in die Marines rein. Dann haben wir noch 5, also 15 Schuss in die Marines rein. Mit minus 1. Ja. Das heisst, sie treffen ein paar Mal nicht. Ja, immer noch Aber es ist immer noch guter so Spread of Hits. Sie haben eben so das Licht abgemacht auf der Brücke. Brücke. Und versuchen sich anzusneaken. Oh ja, und die Marines hauen einfach Marines alles können rein. nichts. Die machen mächtige 2 Wunden. Mächtige 2 Wunden. Minus 1 jetzt. Minus 1. Auf den 4er. Oh, Das haben's. Das haben's. Dann spannen wir nochmal 2 CP. Ja. Sie schiessen nochmal. Taktische Disziplin. Ja. Der Leutnant sagt nicht nochmal. Nochmal einfach in die Dunkelheit Und das reinböllern. Gleiche nochmal. Ja, Bolter wieder alle da rein und einer wirft wieder eine Granate dem Viech an. sehr gut. Granate. Rinse and repeat. Trifft. Wunder nicht. Nicht, aber der Darf ich Leutnant wiederholen? sagt, Der Leutnant trifft sagt, ein besser. Du musst da besser ziehen. Ja. Wundert. Minus 1. auf den 6er. Auf den 6er. No, da geht er down. Der Spawn in einer Gold-Explosion. Das Schiffgeschöpf haben sie umgebracht. Dann die anderen 5 versuchen jetzt nochmal die Chaos Space Marines auszumerzen. Dass ihm in einen von diesen vor dem Charge niedergeht. Sie treffen immer noch gut. Sie Verwundet das einmal ein bisschen besser. Nämlich Wow. ganze 5 Mal. 5 Mal. Es wären genug gewundet, um die Chaos Space Marines auszulöschen. 2 Es gehen sogar 2. gönnt. Wir nehmen hier einen Bolter-Dude weg und nochmal einen Bolter-Dude. Und dann kommen die Charge. Und der Charge. Let's go. Jetzt muss es geregelt werden. Es war ein Gemetzel im Maschinenraum und auf der Brücke und beide Seiten mussten schwere Verluste einstecken. Die Crimson Guardians machten schnell einen Prozess mit den Kultisten und Abscheulichkeit an Bord und bolterten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte. Als sie auf der Brücke ankamen, wo der Akolyp und die 3. Wächterbande im Schatten auf sie warteten, zögerten sie nicht und stürmten mit Präzision. Kühl und gefühlslos. Tun wir Meltern im Abwehrfeuer. Wir haben noch 2 CP. Ja, komm, wir hauen den Melter rein. Ein Melter. 2 Also beide Melter und ein Boltpistole. Die Melter. beiden Melter. Ja, nichts. Und close. Boltpistole. Es hat noch ein Leben, aber da ist auch nichts. Ja. Ja. Dann gehen wir in die Charge-Phase. Ja. Charge jetzt die. Da kennen sie nicht. Ja, 7. Marines müssen... Langt. Der geht so da. Aber der Travian sagt... Aufpassen, ich komme euch helfen. Er kommt auch rein. Travian will auch rein. Würfeln wir leider nochmal. Das 4 Vieri? leider nicht. Ja, dort um die Wand Um rum. die Wand rum. Kommt der nicht rein. Der Travian hat es... Der wird es alleine regeln. Ja. Travian hat es gesagt, dann peilt jetzt rein. Ja. Ihre befreundete Sergeant befreien. Und dann schlagen sie auf die Chaos Space Marines ein. Da kommt. Wir machen gleich mal als erstes einfach den Sergeant. Ja, mit dem Kettenschwert. Mit dem Kettenschwert. Ja. Er trifft aber nur 2 Mal. Ja. Die Tot- Sind immer noch in Dunkelheit gehüllt. Er Wahrscheinlich. wundert sie aber einig. Einmal auf den 4er. Und da geht noch mal einer, aber Aber nehmen wir den Melter weg. Weil der kann ihn schiessen und der kann sich nicht gut verteidigen mit seinem Melter. Und jetzt dann haben kommen wir noch 15 Angriffe Ja. von den anderen. Das sind Charge. die restlichen Intercessors hinten drin. Die treffen gut. Sixes, hä? Vielleicht hat einer den Lichtschalter gefunden. Einer hat die Lichtschalter gefunden. Sie haben sie... Ja, wenn im Nahkampf sehen sie aber genug gut. Ja, Dann haben wir 7 Wunden. 7 Wunden auf den 3er. Da geht wieder... Oh, Da tun wir einen Commander Roll, dass der Sarge vielleicht noch überlebt. Und Sarge er überlebt. überlebt das auch. Er überlebt. Er hat jetzt mit dieser Faust 3. Ja, als letzter überlebender Kämpfer schlägt der Sarge zurück. Wütet er in denen oben, würde ich sagen. 2 Attack Base und einer, weil er charged worden ist. Und Er trifft 2 Mal. mit der Faust. Darf leider nicht, weil es noch Modified ist. Ja, stimmt. Auf den 2er. Er wundert 2 Wunden mit minus 3. Auf den 6er Rüster. Da nimmt er einen noch raus. Aber der andere wird rausgenommen. Ja. Marines sind gar nicht glücklich über nochmal einen verlorenen Kollegen. Ja. Nightlord senkt sich, wenn die Marines schon den Sieg vielleicht erringen. Dann immerhin blutig. Ich habe 4 verloren. Wird der Standard bleiben? Das 4, er hat, ja, Moral 8. Perfekt. Der Sergeant steht da noch im Nahkampf und der Psyker ist hinten dran. Ja.
der, weil er nur ein Akolyt ist, hat nicht mehr so Interesse daran, die Mission weiter zu verfolgen, Ja. sondern will einfach am Leben bleiben. Darum habe ich natürlich noch CP, darum smitet er einfach mal in die Marines rein. Yes. Ja. Da kommt er wieder als Barrels. Bekommt er nochmal als Perils zuerst. Also, wie viel macht es dir? Wie viel macht es mehr? Einen. Wie viel macht es? Ja, und er selber sprengt sich vor Furcht in die Luft. Oh, aber jetzt kassiert doch alle Mord auf uns Umgebung. Oh ja, stimmt. Also die drei. Killt Ja doch, er killt. Ja. Michael Spaceman stirbt, weil er macht mindestens eine. es ihn? Oh ja. Ich Killt kann es zack. den Intercessor mit 3 Damage. Der jagt es gerade um. Bam! Der Sergeant, den wir haben retten, ist von der Ja. Explosion gemördert worden. Und der Intercessor macht auch nochmal 3, sterben auch nochmal 2. 2. What a turn. What a turn. Wir hätten leider nicht können retten. Ja. Fabian. Vielleicht sind Paris das Ziel gewesen vom Sorcerer. Who knows? Who knows? Oder vielleicht nicht vom Sorcerer, aber von Sinch. Von Sinch? Sinch. Yes, vom Willen Chaos. You won't live. Der Willen Chaos hat dafür gesorgt. Hat sich durchgesetzt. Genau. Ja gut. Ja. Und dann schauen So wir. ist es. Mission completed. Ja, ich nehme an, zu den Rettungskapseln schaffen wir es noch. Das würden wir nur schaffen wahrscheinlich. Ja, also das Chaos-Schiff ist schwierig zum Fliegen und weil sie nicht zu lange da drauf bleiben, nehmen sie lieber die Rettungskapseln. Aber noch ein paar Melterbomben platzieren. Ja genau, dass das Cockpit. Schiff auch schön in die Luft gesprengt wird. Ja. Ja, die überlebenden Intercessor links in der Kapsel und der Leutnant rechts in der Kapsel, ready zum Schiff verlassen. Wo jetzt gleich in der Leere vom Boom explodieren wird. Doch selbst die Crimson Guardians konnten nicht alles berechnen, denn die Mächte des Warps sind launig. Wir hatten die schreckliche Explosion bis in die unteren Ebenen gehört. Der Akolyph versuchte in seinem Eifer die Kräfte des Warps zu bündeln und schmetterte mehrere Intercessors mit einem Psyschlag gegen die Wand, bevor sich die psionische Energie in ihm sammelte und ihn an einer reißenden Entflammung entzündete. Er, wie auch einige Intercessors und der Gefangene, wurden sofort ausgeschaltet. Übrig blieb ein von Warpflammen gequälter Körper. Und der spöttische Leutnant, voller Selbstzufriedenheit und Hohn. Sie verließen das Schiff, denn sie wussten, dass der Sergeant tot war und somit nichts mehr preisgeben konnte. Doch die Crimson Guardians waren nicht die einzigen, die das Schiff verließen, denn im Rausch der Zerstörung verschwanden auch wir. Die Überlebenden.